Vier Werk, vier Sonntag, fangen wir eine ganz neue Serie über das Gebetsleben an. Und als erste Thema wir dort fürbittendes Gebet, so dass wir püchtig sein, aber plötzlich würden wir vielleicht bloß einfach sein, für andere beten. Am Anfang hat wir die Geschichte von Sodoms Vernichtung betrachtet. Und wir lesen in 1. Moses, wo der Herr und zwei Engel Abraham auf dem Weg nach Sodom besuchten. Und sie wären gekommen, um Sodom und Gomorra zu bestrafen. Woran? Würde nicht wegen den Menschen ihre Sünden, nicht? Die wollen sein, ob das wirklich so wie aus, was gesagt wir. Und dort wir. Aber Abraham hat um Gnade gebet für Lot und seine Familie, die in Sodom damals wohnen. Und obwohl der Herr Sodom und Gomorra doch vernichten deuten, sagt uns die Bibel in 1. Mose 19, 29, und so wie dort aus Gott die Städte am Tool vernichten deut, für Gott hat dort nicht, nur was Abraham gefragt hat, er rat Lot von Maden am Verdorben, aus die Städte, an wo er wohnt, vernichtet worden. Gott hat an Abraham sein Gebet gedacht. Und mit dit am Sein habe ich dann betrachtet, was dort meint für andere zu beten. Was die Bibel über fürbittendes Gebet lehrt. Was das ist, woran wir dort tun sollen und wofür wir beten sollen, wann wir für andere Menschen beten dann. Das ist so sehr wichtig, dort wir für einander beten dann. Ja, wir sollen beten. Und wir sollen ernstlich beten. Aber liebe Geschwister, was tun wir, wenn Gott an sie Gebete anders beantwortet, als wir dort haben wollen? Was tun wir, wenn Gott an sie Gebete mit Nee beantwortet? Oder noch nicht? In unserem Einleitungstext los, wie wo Paulus den Herrn dreimal gefragt hat. Dreimal gefragt hat, den Stachel an sein Fleisch weich zu nehmen. Aber Gott beantwortet sein Gebet mit den Wort, meine Gnade ist genug für die, wie es meine Kraft als ein schwacher Menschen stark. Zu ihm sagt Gott, nee, dort war ich nicht da. In unserer Bibelbetrachtung von der Samaris wo wir zwei Punkte mit Gottes Hilfe untersuchen. Erstens, wo wir sein, wenn wir im Gebet unhellend bleiben sollen. Und dann, wo wir einige Dinge untersuchen, die uns helfen können, mehr zufrieden zu bleiben, wann Gott unsere Gebete mit Nee beantwortet. Oder vielleicht noch nicht. Gottes Wort ist sehr klar, dass wir unhellend beten sollen und nicht mutlos worden sollen im Gebetsleben. Wir lesen zum Beispiel in Lukas Kapitel 18, Vers 1, Jesus sagt seine Jünger durch ein Gleichnis, Lukas 18, dass sie immer beten sollen und nicht mutlos werden. Passiert das uns manchmal, dass wir mutlos im Gebetsleben waren? Dort, nur dem wir lang für eine Sache gebeten haben, dort einer meid wird, über die Sache zu beten. Und Jesus sagt, wir sollen unhellend beten und nicht mutlos werden. In diesem Gleichnis prachet eine Wetfrüh einem gottlosen Rechter, dort er erhalten soll. Und Gottes Wort sagt in Lukas 18, Verse 4 und 5. Lukas 18, Verse 4 und 5. Dieser Rechter lässt sich lang krähen, aber sieht schließlich zu sich selbst, wenn er Gott auch nicht fürcht und Menschen nicht acht, aber wie es dieser Wetfrüh so am Herr ist, wo ich Arte reich verhalten, dort mir dort nicht zu latz mit in Elend wird. Und dann schlägt Jesus das Gleichnis mit den Wirt, Vers 7, und soll Gott nicht seine Ausgewählte reich verhalten, die am Tag und Nacht darum anhält. Die Antwort ist, ja, Gott wird uns helfen. Gott hört unsere Gebete. Und er weiß, was uns fehlt. Er wird uns helfen. Und obwohl das Gleichnis uns lehrt, dass wir in unserem
Gebetsleben mutig bleiben sollen und unheilend beten sollen, jaftet wasse Fälle, wo unsere Gebete für wasse Anliegen abhören sollen. Aber wo können wir weiten, ob wir mit unseren Gebeten beharren oder unheilend bleiben sollen, oder wenn wir abhören sollen, für eine Sache zu beten. Und dann sagt es Timer Inge sagt, und habe einen Artikel gefunden, der was wertvolle Gedanken hat wegen Krieg dieser Frau, wo wir das weiten können. Und die erste Antwort, die ich schrieb, erwähnt, ist, wir sollen mit unseren Gebeten anhören, aber wir klar weiten, dass es nicht Gottes Willen ist, für unser Anliegen wieder zu beten. Und du sagst heute noch, wie es Gott uns durch sein Wort und durch unsere Lebensumstände redet, soll wir beten, dass Gott uns sicher wies, dass unsere Anliegen einfach nicht in Gottes Plan oder Gottes Willen für uns Leben sind. Und Gott wird uns wiesen. Er wird uns dort wiesen. Ob wir unheilend beten bleiben sollen oder ob wir für eine Sache abhören sollen zu beten. Und manchmal, wenn wir mit einer Schwierigkeit oder Trouble getroffen wurden, dann waren wir plötzlich mit solchen starken Gefühlen gefällt. Und vielleicht ist dort Furcht oder Abregung oder Angst oder Unsicherheit. Und vielleicht bringen wir dann unsere Troubles vor Gott im Gebet, um sein Haupt zu suchen. Aber in so einem Moment können wir uns doch bloß nicht feststellen, dass Gott unsere Gebete anders beantworten kann, als wo wir dort würden wollen haben. Nicht? Wenn einer plötzlich krank wird und wir für ihn beten, dann beten wir ernstlich, Gott heil am oder und Gott, ich weiß die Wurst dort tun. Im Moment sind diese Gefühle so sehr stark, wir können uns dort nicht begreifen, dass Gott vielleicht eine andere Plan für uns hat. Aber manchmal, nur dem wir Gebet haben, in Gottes Wort eben eine Sache studiert haben, dann merkt der Herr Jesus uns die Ohren und die Horten up, sodass wir sehen können, wo Gott an sie Gebete sieht. Und vielleicht wies er uns, dass unsere Gebete selbstsüchtig sind oder schlecht ausgedacht sind oder sogar gefährlich für uns sind. Und das hat Paulus erlebt. Er hat ernstlich 3-mal gebetet, was Gott am weiß, dass es nicht Gottes Willen für ihn wir sein Stackel weich zu nehmen. Und deswegen hielt Paulus ab, darüber zu beten. Wenn Gott uns wies, dass unsere Gebete nicht mit seinem Wort oder Willen übereinstammen oder tauposten, dann soll wir abhören, für die Anliegen zu beten. Da müssen wir losluten und Gott vertrauen, dass er weiß, was er tut. Aber was da wir, wenn wir glauben, ernstlich glauben, dass uns Gebet doch mit Gottes Willen taupost und Gott uns immer noch nicht eine klare Antwort gegeben hat. Ein Schreiber sagt dazu, bet wieder, was Gott die von deiner Bürde, dieser Gebetsbürde freisaat. Und er erklärt eine Gebetsbürde so. Eine Gebetsbürde ist ein Ding, was sehr schwer am Hort liegt. Dort ist zum Beispiel, wo wir denken, dann, wenn wir uns durchleiden, und noch einmal an die Gedanken ban ist, wenn wir abstunden, Haben wir mal so eine Gebetsbürde gehört? Da bleibt bloß in unseren Gedanken festbauen. Das ist ein Ding, womit wir den ganzen Tag uns beschäftigen, wofür wir Tag und Nacht beten, sagt Paulus. Wenn Gott uns so eine Gebetsbürde auf dem Hort gelegt hat, dann soll wir für die beten, was Gott uns die weich nimmt. Gott nimmt diese Gebetsbürde weich, wenn unsere Gebete vielleicht beantwortet wurden, oder wenn wir sehen, dass dort, wofür wir beten, nicht mehr möglich ist. Oder wenn wir Frieden über unsere Anliegen gekriegt haben. Gibt Gott uns nicht manchmal Frieden über eine Sache, wenn wir ernstlich dafür beten? Auch wenn das anders wird, als wir das vorgestellt haben. Manchmal trotzdem gibt Gott uns eine bänerliche Frieden.
wo wir dann schließlich bei dem Punkt kommen dann und sagen, Herr Gott, ich sehe nie rein. Kriegen dann, wo die mein Gebet nicht beantworten, das, ich habe voll gefreut damit. Dort soll gesagt worden, dass das Wasser Böden jaft, die niemals von Gott weggenommen worden. Zum Beispiel, wir lesen in 2. Petrus 3, Vers 9, dass der Herr will, dass alle Mann sich abmerken soll und dass keiner verloren geht. Und wir sie weiten dann, dass Gottes Willen ist, dass alle Mann sich bekehren soll, dann soll wir niemals abhören, für verlorene Säulen zu beten, was Jesus Christus gekommen ist oder ans Haus raubt. Und ich glaube, wir alle, wir können, was noch weit von Gott sind. Ob Kinder oder Geschwister oder Eltern, wie immer die auch sind. Ich habe für Jahre für meine Eltern gebetet. Und obwohl einer mautlos werden kann, wenn einer Tag und Nacht für jemanden betet und der sich nicht bekehren kann, sagt Jesus, bet wieder. Bet wieder. Und das ist, was wir tun wollen. Ein Schreiber sagt, wenn wir glauben, dass ans Gebetsanliegen mit dem Willen Gottes übereinpassen oder taubpassen wird und Gott noch nicht ans Gebetsbürde von uns weggenommen hat, dann sollen wir wieder unheilend beten, was Gott ans Gebet beantwortet hat. Kein Ding steigt unseren Glauben so sei, als wenn wir sein dann, wo Gott unsere Gebete beantworten wird. Und das gibt sehr viele Beispiele, die ich hier erwähnen kann. Vielleicht zum Beispiel habe ich die Kraft Gottes muss sein, indem er jemanden geheilt hat. Vielleicht hat er uns persönlich geheilt. Und wir danken, wir loben Gott für was er für uns zu tun hat oder für unser Leben. Oder vielleicht habe ich sie halb erfahren, einen Abruf zu tun, wo wir von Anfang an all wussten, dass es für uns allein allmählich wird gewesen sein. Aber wir sehen ja zu Gott, dort wirkt dann wenigstens, das was die von mir haben, ich war das dann. Ich weiß, ich kann das nicht, über mich selbst tun, aber ich war das dann, ich verlot mich ab die, und dann geht einer wieder, und dann nur dem kickt einer drei, und einer denkt, woher könnt ihr das tun? Mit Gottes Hilfe. Durch Gottes Kraft. Wenigstens wie Gott vertritt haben und uns ab Gott verloren haben. Oder vielleicht habe ich Mühe sein, wo ein Leben sich endlich ändert, nur dem er oder sei nun Christi gekommen ist in Vergebung belebt hat. Ich habe von vielen solchen Geschichten mal gehört, wo Eltern für die Kinder lang gebetet haben und dann endlich, nur 40, 50 Jahre, dann haben sie sich endlich bekehrt. Wir sollen nicht abhören zu beten, wenn Gott uns so eine schwere Gebetsbürde gibt. Das steigt uns so sehr, wenn wir sagen, dann, wo Gott unsere Gebete beantwortet. Nun will ich auch sagen, wir sollen nicht mutlos werden, wenn Gott unsere Gebete nicht gleich so beantwortet, als wie du nun lernen dann. Manchmal müssen wir einfach Gottes Antwort von der anderen Seite an sein. Wenn wir an Paulus in seinem Stachel weiter denken. Die Bibel gibt keine Einzelheiten über Wort sein Stachel wir. Was der Bibelforscher glauben, dass Paulus von seinen Ehren reden deut, dass er nicht klar sein kann. Und wir wissen, dass Paulus damals nicht klar sein kann. Besonders eng von seinem Leben, wegen viele von seinen Briefen, habe er nicht selbst geschrieben. Das heißt, jemand müsste geschrieben für ihn, er könnte nicht mehr so fern sein. Vielleicht hat er Krieg seine Ehren gemeint, als er von seinen starken Reden deut. Andere glauben, dass es eine Art Krankheit war, die am der Kraft wegnehmen. Und auch andere sagen, Paulus hat seine körperliche Weide gemeint, die er durch all seine Verfolgungen gekriegt hat. Das geht möglich, dass wir als Christen niemals Krieg weiten wollen, was dieser Stachel wir. Und ich nehme an, Gott hat den Krieg so gewollt. Warum? Dass er nicht so stark worden? Sei gut.
Und woran nach hat Paulus Kriegsdienststackel hier erwähnt, was das wir Krieg? Was glaube ich? Ja. Und dat wie man am uitvallen kan, niet? Ja. En ik neem aan dat alle van ons een soort Stachel haben, nicht? Und vielleicht gibt es Wort in unserem Leben, was uns weit geht, entweder körperlich oder geistlich. Oder vielleicht habe ich Wort, dort wir nicht allein überstuhlen können. Und vielleicht fragen wir uns selbst dann, warum nimmt Gott das Ding nicht von mir endlich weg? Vielleicht aus demselben Grund, warum Gott Paulus den Stachel nicht wegnimmt. Der wir am nützlich. Der wir am nützlich. Du musst sei wie wo aufhängig wie an Gott sind und wo neidig dort erst dort wie vor am demütig blieben. Paulus' Stachel ward am gegeben, am te haben, demütig zu bleiben. Und sich auf Gottes Gnade zu verluten. Dadurch kann Gott seine Kraft durch Paulus wiesen. Gott sagte ihm, ich weiß, du bist schwach. Und krieg so weil ich das habe, denkst dann kann ich durch die endlich andere meine Kraft wiesen. Und was ich durch die noch tun kann. Jesus sagte in Matthäus 7, Vers 7, fragt und jün wird gegeben worden, siegt und je worden fängt, klappt an und jün wird abgemerkt worden. Und wir als Christen können sicher sein, dass Gott alle Gebete beantwortet. Und einer schreibt durch Folgendes, manchmal sagt Gott zu unseren Gebeten, ja, das tue ich. Manchmal sagt er uns, nee. Und manchmal sagt er uns, noch nicht. Noch nicht. Aber er antwortet immer. Und das ist so sehr wichtig, dass wir weiten, dass Gottes Nee und sie nach nicht, kriegt so wertvoll und kriegt so wichtig für uns sind, als sie Ja. Und manchmal als Christen sagen wir, so die kleinen Kinder. Aber unsere Kinder, dort wollen sie haben, und nicht bloß haben, aber voll haben. Nicht? Und wenn wir für was beten, dann dort wollen wir haben, aber nicht bloß haben, wir wollen dort nie haben. Und manchmal sagt Gott, noch nicht. Noch nicht. Wach. Ein anderer schreibt, manchmal ist es schwer loszuluten, wenn Gott uns Nee sagt. Doch, wenn er Nee sagt, weil er han, dort wir losluten sollen. Was sind einige Dinge, die uns helfen können, mehr zufrieden zu bleiben, wenn Gott unsere Gebete mit Nee beantwortet? Wir haben uns nu den Dinge siegen, die unsere Gebete hielt. Der Psalmist schreibt in Psalm 147, Vers 5. Psalm 147, Vers 5. Ons Herr ist groot und gewaltig stark. Sein Verständnis hat keine Grenzen. So, was können wir von Gott lernen aus dieser Welt? Wo ist Gott? Erstens ist er gewaltig stark, nicht? Ich habe unser junges Vanille Samaris sich heute merken und ich frage uns sehen, wie groß seine Muskeln werden. Und dann weiß er mir, wie groß er wird. Und er sagt, die sind nachher noch klein, nicht? Und ich sagte, well, die wollen noch wachsen. Und dann soll ich an meine wiesen. Das tue ich auch. Aber dann erwähnt er das jemand und sagt, im Vergleich der Arm sind die noch klein, sagt er. Ich sage, that's okay. Gott ist gewaltig stark. Gewaltig stark, sagt der Psalmist. Er kann uns helfen. Er will uns helfen. Aber manchmal hilft er uns anders, als wir dort geplant haben. Und dann sagt er, sein Verständnis hat keine Grenzen. Was soll uns dort von Gott sein, für Gott sein? Dass sein Verständnis keine Grenzen hat. Ja,
Der sieht nicht bloß alles, er versteht uns völlig. Hat uns Verständnisgrenzen? Ja. Ja, meine Grenzen sind manchmal nur klein. Mit besseren Dingen. Aber sein Verständnis hat keine Grenzen. Und wenn Gottes Verständnis keine Grenzen hat in unseren Haft, dann ist doch möglich, dass sein Plan für uns Leben besser ist, als wo wir dort uns verstellen können. Gott sagt, Salz, durch Jesaja, in Jesaja 55, Vers 8 und 9. Jesaja 55, Vers 8 und 9. Je denken nicht so, als ich denke. Und jene Wege sind nicht so, als meine Wege sind, sagt der Herr. So viel höher als der Himmel über die Erde ist, so viel höher sind meine Wege als jene Wege und als mein Denken als jene Denken. Nu habe ich eine Frage für uns. Wo viel höher als der Himmel über die Erde? Oder wo hoch ist der Himmel über die Erde? Wann wir meten wurden, man. Ne Mut fand. Du hast keine. So viel höher. So viel höher. So viel höher als der Himmel über die Erde ist. So viel höher sind meine Wege als deine Wege. Gott weiß, was er tut. Seine Verständnis hat keine Grenzen. Er sieht uns, er kennt uns, er versteht uns, er weiß, was er tut. Und Hiob schreibt über Gott, und wir können Hiob goten, was er alles durch muss am Leben, aber trotzdem kann er über Gott sein. Er sieht, was ein jeder tut, und weit kriegt, was er verhält. So war er, sei wie hier, dass Gott alles sieht, alles weiß. Gott sah, was Hiob durch muss, er wird durch, er leitet zu. Und trotzdem können Hiob dort begreifen, dass Gott am sah und alles zu leid. Also wenn Gott uns kriegt kennt, sieht er nicht alles, was wir durchgehen? Ja. Amen. Kümmert er sich nicht über, wo uns das geht? Sicher. Sicher. Jesus Christus, Gottes Sohn, Salz, sagt, liebe Geschwister, Matthäus 10, Vers 29 bis 31. Matthäus 10, Vers 29 bis 31. Wurden nicht 2 Sporlinge für 1 Cent verkauft, und doch fällt nicht ein ab der Erde ohne jün Futter, sogar jene Haar ab dem Kopf sind geteilt, fürchtet nicht, ihr seid mehr wert als viel Sporlinge. Er kennt uns. Er hat uns lieb, er ist uns gut. Er weiß, was uns fehlt. Er kümmert sich um uns. Er weiß, was er tut. Er sieht unsere Kämpfe, die wir durchmachen. Er kennt uns weiter, was immer das ist. Unsere Versicherungen sieht er auch. Und auch kennt er unsere Wünsche. Er hört unsere Gebete und verspricht, die zu beantworten, wann wir die in seinem Willen leiden. Wenn wir so als Jesus beten, dann nicht so als ich dort will, aber so als du dort willst. Jesus will auch nicht seinen Leidensköffel drehen. Haben wir uns das begriffen? Du hast ja gekommen. Und dann, als das endlich bei dir war, dann hat er ernstlich gebetet. So sei gebetet, dass sein Schweiß, der Bluttropfen, verwandelten. Er bet ernstlich, Herr, wandelt mächtig ist. Nimm bitte das von mir weg. Aber nicht so als ich will, so du dort warst. Er weiß alles. Er sieht, was wir durchgehen. Und du hast noch ein Ding, was Gott weiß. Er kennt
ans Zukunft, die weit wird mal mit sich bringen wird. Und wir sei dit weit, weil er ans Gebete so beantworten, dass wir stark im Glauben bleiben können, dass wir ans Ziel siegreich ankommen. Römer 8, 28. Das ist ein bekannter Wort für uns. Wir wissen, dass Gott in alle Dinge immer das Beste wirkt für die, die am Gott sind. Diese Wort sind nicht einfache Wort, das sind schwere Wort, unternehmen. Aber das ist Wahrheit. Und wir sollen nicht glauben, dass Gott, der alles gemerkt hat und alles weit und alles sieht und unsere Wahlen und Wünschen gebunden ist. Er weiß, wo er unsere Gebete am besten beantworten kann. Als Christen ermutigt uns die Schrift, an unsere Gebete zu beharren, unheilend zu bleiben. Über das Jahwe, wo wir weiten können, wenn wir unheilend beten bleiben sollen. Und wenn wir abhören sollen, für eine Sache zu beten. Zum Beispiel, wenn Gott uns wiesen, dass unsere Gebete nicht mit seinem Willen oder seinem Plan für uns übereinstimmen wird. Oder wenn Gott die Gebetsbürde von unseren Herzen wegnimmt und uns eine Friede, eine bändige Friede gibt, eben eine Sache. Und schließlich sollen wir abhören, für was zu beten, nur dem Gott unsere Gebete beantwortet hat. Right? Manchmal gibt Gott uns eine klare Antwort und dann beten wir wieder für eine Sache. Wir werden dann nicht annehmen, was Gott uns gesagt hat. Einige Gebete wurden kurz beantwortet, andere in Monaten, andere Jahren. Manchmal antwortet Gott ja, manchmal sagt er nee, manchmal sagt er noch nicht. Aber was immer die Antwort ist, können wir mit seiner Entscheidung zufrieden sein, wie wir weiter tun, dass er dort will, was für uns zum Besten dient. Und ich will mit einem Bibelvers diesen Stunde schließen, der wir an Sprüche Kapitel 3 finden tun. Das sind die Verse 5 und 6. Sprüche 3, Verse 5 und 6. Wenn ich gleich sehe, wie das Salmo, was das geschrieben hat, und er sagt, verlot die ab dem Herrn, mit dein ganzes Hort. Und verlot die nicht ab dein eigenes Verstand. Denk an arm, und alles, was die das. Und er wird dir den rechten Weg wiesen. Wir sollen uns ab Gott verloten. Er sieht uns, er kennt uns, er hat uns lieb. Er weiß, was zum Besten dient. Wir machen uns ab Abend verloten. Und das ist mein Wunsch und Verlangen für uns alle. Amen.